Viele Menschen zitten im Leben immer nach Hause. Jemand hat den mal irgendwann verletzt. Vielleicht denkst du, hat die irgendwann mal im Leben verletzt? Wenn irgendwer die im Leben verletzt hat, du hast du eins Möglichkeiten. Zum Beispiel, ein Leben, dem interessiert doch nicht, was der Schub denkt über Amos Leben. Wenn die Schub toll sind oder traurig sind oder was immer da, das interessiert dem Leben nicht. Das ist nicht, was der Schub über am Denken, über am Feilen. Der ist wieder ein Leben und der wird wieder seine Sache tun. Wenn wir dort ab unsere zwischenmenschliche Beziehungen nehmen, das gibt Menschen, die haben da längst vergessen, dass die einmal ein schlechtes Wort gesagt haben. Die haben da längst vergessen, was die angetan haben. Die bleiben noch hummelig, dass die irgendwann mal erkennen, was dem passiert ist. Ja, aber vielleicht hat er niemals die Demut dort zu tun. Und wenn er antwortet, nee, ich will nicht um Verzeihung fragen. Das gibt die Männer in Frühes, das gibt Menschen, die sind so hoch, die brauchen niemals um Verzeihung fragen. Die leben in ihrer Welt. So ist ein Leben, wenn die uns für einen Schub abfragt, das zumindest, was die Menschen über mich denken. So, aber die Frau, was tue ich als Schub da über? Was tue ich mit so einer Situation? Du hast 3 Möglichkeiten. Du kannst den Rest vom Leben immer da sein, über das, was der Lehrer dir mal gesagt hat. Du hast die Möglichkeit, immer beleidigt zu sein. Du hast die Möglichkeit, immer lange in Pizza sagt, wenn es dein Partner die nicht richtig behandelt hat. Dort, was deine Mama die angetan hat, was dein Paar die angetan hat, du hast die Möglichkeit, immer darin zu bleiben. Die zweite Möglichkeit, was du hast, also einmal Trickschmiede ab andere, die zweite Möglichkeit ist, du kannst das an dein Hort lassen. Du kannst ihm das an der Trickschmiede, wenn meine Lehne kommt, dann wo ich mich nochmal rechnen an die. Die zweite Möglichkeit ist, du kannst das an dein Hort lassen. Und da wird das wieder noch dein Hort kaputt machen und du kannst damit leben und immer wieder wird das allerhand schlechtet an die Bewirte. Aber ich habe noch eine dritte Möglichkeit. Wenn jemand die angefressen hat, wenn jemand die viel kaputt gemacht hat im Leben, du hast eine dritte Möglichkeit, du kannst auf Jesus Christus schmieden. Das sagt in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7 sagt es, schmied all jene Sorge ab am und hei sorg für jünd. Das redet von Schmieden. Alle Sorge ab am schmieden. Schmiedst du deine Sorge einmal ab dem Partner, ab der Gesellschaft, ab dem Lehrer, ab der Kolonie, ab der Gemeinde? Schmiedst du deine Sorge einmal ab dein Hort, ich möchte mit leben, ich will einfach mit dem Vorher machen? Da hast du gelehrt, dass du die Sorge kannst am Kreuz schmieden. Christen bedeutet, dass ich lehre, die Sorge ab am schmieden. Nicht durch Lotto. Ich möchte einfach mit dem leben. Und du sagst das nicht aufgeben, du sagst das schmieden. Einfach ab am schmieden. Wo ist das in deinem Leben? Wo schmiedst du deine Sorge an? Einige Menschen, die fangen das an, die neue die Sorge zu haben. Ich sehe einfach, sei ja dich bei Gott, wenn ich mir so viel Sorge über alles merke. Du kannst das daran schmieden, du kannst das an dich schmieden, du kannst das ab dem Kreuz schmieden. Was drinnen steht, wo du all das Mehl, was die Menschen, die dir fügt haben im Leben, wo du das schmiedest. Hast du das gelehrt, dass der beste Mehlkorb Jesus Christus ist? Also Sünde sind die Mehl, dass du dir da lässt, oder lässt du dir bei dir liegen. Aber eine Oase, an deine Seele zu erleben, brauchst du das Mehl ab Jesus zu schmieden. Und Jesus sagt, ich habe Schuld dafür. Du brauchst nicht wieder die Sorge. Schmied diese Sorge ab dem Kreuz, schmiede nicht am Nächsten, schmiede nicht ab die, schmiede ab Jesus Christus. Und da kannst du da Berne einfach deib anfangen, Leute. Und so ist man eine Wüste, eine Oase sieht, so kann in dein Leben eine Oase sein, dass du einfach kannst Frieden haben in deinem Leben.